Hallo a fi Glück am Neujoer ha bei Game Grounds op Eldo TV. Wie kann man dat net Joer bess ufenke, wie wann man mal op dat Lächt zréckkucken? Do wins man e Rückblick vun 2016 alles wat so an der Videospielgeschicht geschieht ass. Wie den Schadopp mar schëlle Mount fir Mount duerch an Highlighten zu bëssen so die Sachen, die geschiet sinn oder die wichtige Spieler, die rauskommen sinn. An schon awer még Notizen dabei, weil sos dat zuviel auswendig zu leieren. Fängt man natürlich fir am Januar an do sinn viel wichtig Leiit aus ihre Firmen rausgegangen oder sie gewirselt, wie soch so war da gin schon net trop an, dat war irgendwie so bisse prägend de Mount. An Januar war noch Pack South an Texas. Da vu wichtige Spieler oder interessante Spieler, die rauskommen sinn, war du den Final Fantasy Explorers für den 3DS. The Witness war den ganz cool an noch schwéiert Puzzlespiel war, ganz speziell auch ein Indie-Game. Und dann nach Rise of the Tomb Raider für Windows rauskommen. Am Februar huet Blizzard Entertainment 25 Joer gefeiert. An dobei as noch kom, dat dann och am selchten Mond Pokémon Company 20 gefeiert huet. Dann hun auch nach Apps wat traurig war. Game Trailers eng ganz bekannte Seite iwwer vu Videospieler finde genau wie wo wat an so sind net so oft opgang mé Kolleg dummer se News se Info do so geguckt. Voilà, an die müssten halt ophalen, was wirklich dünn bisschen so am Internet so traurig war an so. Firewatch, ein ganz prägend Indie-Spiel von diesem Jahr, war so kein Actionspiel, das wirklich speziell, so ein Narrative-Spiel, was aber wirklich vom Voice Acting ganz gut überzeugt oder vom Storytelling und so. Dann natürlich Street Fighter 5, voilà, den auch hat Probleme am Anfang. De Core Gameplay, voilà, den ass vu gut. Am Set hun ein RPG, wo ganz gelüft soll gin. Fire Emblem Fates ass an dem Mount an Amerika rauskom, mir ha an Europa miss bis den 20. Mei gedëllegen. Me ja, voilà. An dann Far Cry Primal ass rauskom, wat bësse mi speziell war, bësse méi untypisch fir Far Cry, der verhalt mat dem ganzen Höhlemensch, Zipsi an so an bësse mi ernstnecht das. Halt net so die klassisch modernen Waffen has mir halt Hüllen, Mensch, Typien, Waffen, Has, Technologie. An dann nach Stardew Valley kom, dat soll so en spiritual Successor vun Harvest Moon bisse sinn, dat heißt, du hast so bist mat du seg Farm egentéi an so wo dann so craften muss an wat wie sech wat an wo bisssen so Adventure mat dran an so. Dann am März huet Resident Evil seg 20 Joer gefeiert, ja, nach Geburtstag. An Oculus Rift ass offiziell Release ginn an huet knapp 700 € kascht. Ja. Den vun de Spieler ass Black Desert Online rauskom. E Spiel wat opmerksam op sech gemacht huet, weil dafür so krassen Charakterdesign hat. An Spielen sicher sewer so méi so decke Grinds mengglech, der typisch asiatische Grinds schon net gespielt. Me so kuch mat. Dann auch endlich The Division rauskommen, du hunnech e Video der mégem Channel hunn Video gemacht, Review drüber. Gin schon weiter op ab. An dann also nach Pokémon Tournament rauskommen, eng Mischung tcht Pokémon an Tekken Tournament nicht wie so halt de Pokémon Fighting Game, weil der woch soll kompetitiv viel gespielt gin. An also nach den Legend of Zelda Twilight Princess am HD Remake rauskommen. Der Monat April fängt ganz traurig an. Und zwar hat Microsoft bestätigt, dass sie die Produktion von der Xbox 360 erstellen. Das heißt, sie ist offiziell RIP, also nicht mehr hergestellt. Dann also gegen Ende vom Monat, den 22. bis 24. war PAX East dann zu Boston. Und da ist noch eine andere Virtual Reality Konsole, Brille rauskommt, ein HTC Vive mit 900 €. Ja, dat schlägt an Tasch. Der Spieler hat man dann den Quantum Break, ein Xbox One an Windows exklusiven Titel, wo keine Ahnung, wo cool ausgeseit schon nicht gespielt habe, wie der Xbox One hun. Dark Souls 3 rauskommen, durch Leute viel drauf gefreut. Ratchet Clank, Remake, Remaster, Remake vom Asian Dale, manchmal war das. Der passende Film ist auch da rauskommen, wo ich ganz gut fand am Anfang. Der Film an das Spiel, übrigens. Kann ich schon empfehlen. Dann für den 3DS als Bravely Second Endlayer kommen. Das ist ein zweiten Teil von Bravely Second, soll anscheinend noch ganz gut sein und schnell so gespielt. Aber ja, und dann ist natürlich aber auch eine weitere Enttäuschung kommen. Und zwar ist das der Star Fox Zero.
Den hat könne gut gehen, mir irgendwie hat Nintendo do verkackt. Keine Ahnung. Oh, frag Armee. Yahoo Games was shut down by Yahoo. Wenn interessiert hat. Oh, an Aldo Radio huet do hier echt Episode vu Gamegrounds herausbrett. An natürlich war die Episode iwwer Uncharted 4, ja, könnt ihr gerne do klicken, info wo ich das verlinken. Uncharted 4 hunn Review drüber gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Weil das echt Uncharted, wo ich richtig gespielt habe, war wirklich ganz cool. Weil er weiter am Text Final Fantasy X an X2 als ein HD Remaster rauskommt. Das hat mich schön gemacht. So. Dann soll noch ganz wichtig Overwatch rauskommen. Da wird man nachher noch mehr dazu hören, dass den Ego-Shooter, Team-Ego-Shooter, ich weiß nicht, wie die Genre nennt, von Blizzard. Und dann soll noch Doom rauskommen, wo auch ganz gut gelöst ist. Ganz viel gelöst ist. Voilà. Wir sind am Juni gekommen, und zwar haben wir am Geburtstag. Sonic the Hedgehog geht 25. Woo! Und haben wir noch D3 gehabt, die wichtigste Spielmesse vom Jahr. Da haben wir ganz wichtige Sachen angekündigt. Und da haben wir Highlights wie zum Beispiel Watch Dogs 2, Dishonored 2, Mafia 3, The Last Guardian, The neue Legend of Zelda, vergiss, Breath of the Wild und natürlich noch weitere Sachen stehen am Textteil. Demo dass auch Mirror's Edge Catalyst rauskommt, aber wenn so will, habe ich auch indirekt ein Video drüber gemacht, da könnt ihr klicken oder Hanno an die Infobox gucken gehen, wo der Link da steht. Eine weitere Enttäuschung war dann Mighty Number 9. Das soll so den Spiritual Successor von Mega Man sein und gouf krass gehypt mit einem Kickstarter, der war krass erfolgreich. Aber das Spiel ist irgendwie ultra scheiß. Ich habe nicht gespielt, mit soll anscheinend ultra den Knascht sein. Julie, die Firma kauft das, den Typ hat die Firma geliefert, bla 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 bla. Mehr war nicht los. Moment vom Mund, dass Pokémon Go rauskommt. Ich meine, ich muss nicht so, was da für krassen Hype war. An Insiders rauskommen, in Indie-Titel, wo auch ganz viel gelüft ging, wo ich auch nicht gespielt habe. Am August war dort der zweite Jahr, die International, mit dem größten Prize Pool ever, und zwar waren das fucking 20 Millionen $. What the fuck? Dann haben wir noch zwei Conventions, und zwar QuakeCon und Dallas und Gamescom natürlich zu Köln, wie alle Jahre. Außerdem muss noch die Xbox One S rauskommen. Die geht dann ab 300 € so zu kaufen. An Spieler hat man dann ab so ein bisschen drüber geschweißt, ich weiß nicht. Und No Man's Sky. Ja. Das schon mich. Außerdem Deus Ex Mankind Divided an den World of Warcraft Add-on Legion. Ich schwöre mal, mein Schock ist gleich kalt. September, PAX West zu Seattle, Tokyo Game Show, an die hat 20 Uhr gefeiert. PlayStation 4 Slim als für auch 300 € rauskommen. Ja, auch 300 € rauskommen. Und natürlich sind dann da die Standard Fußballspiele rauskommen, bla bla bla, who cares. Oktober, Geburtstag, ich habe schon ein Video drüber gemacht. Tomb Raider geht 25. Das cool. Und dann ist auch noch PlayStation VR für 400 € rauskommt. Das ist ein bisschen billig wie die anderen VR-Headsets. Und du hast schon den Mund Drop ein Video rausgemacht. Am Oktober aber du massiv viel Gutes kommen, wie zum Beispiel Mafia 3, Gears of War 4, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition für PS4, und da sind dann alle DLCs mit dran, Titanfall 2 und dann Elder Scrolls 5, Skyrim, Special Edition, das ist am so ein AD Remake gewirrscht, Battlefield 1, World of Final Fantasy, und da sind natürlich schon noch viele PlayStation VR-Titel rauskommen, wie zum Beispiel Until Dawn, Rush of Blood oder dann auch schon den Eagle Flight, den zu der Zeit just für den Oculus Rift rauskommen ist. Am November war dann BlizzCon zu Anaheim, und da waren dann News dabei, wie zum Beispiel den ersten Charakter Launch, das war dann Sombra. Dann Diablo 1 geht quasi an Diablo 3 implementiert, an den Necromant als announced gehen. An Hearthstone kriegt eine neue Expansion, an WoW so nach gewisse geballelt gehen. PlayStation 4 Pro als rauskommen, und das für 400 €. Dann, wen hat gedauert, also noch Call of Duty rauskommen, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Pokémon Sun and Moon, wo auch ganz viel verkauft ging, laut Nintendo. Und natürlich auch endlich dann den Final Fantasy 15. Merkt, du hast doch ein Video dazu gemacht. Fuck, da könnt ihr Lodo klicken. Mal gucken, was ich davon erhalten. Da sind wir beim letzten Mal gekommen, und da waren Game Awards mit unter anderem. Ich kann schon den Link noch nicht ab.
Kal. Game of the Year ass Overwatch ginn. Best Studio ass Blizzard mat hirem Overwatch ginn. Best Narrative ass dann Uncharted Féier ginn. Best Art Direction Code Insight, dats dat Indie-Spiel woch do kurz drüber geschwar hunn. Genannt hunn, besser gesot. Best Music Sounddesign Code Doom, den Genre stand. Best Performance Code den Nolan North as Nathan Drake, dat hiechen Hauptcharakter vun Uncharted Féier. Best Indie Game Code an Orem Insight in Award. Best Mobile Handheld Game wien het gedet Pokémon Go ass dat ginn. Best VR Game Res Infinite kennech net. Best Action Game ass och Doom ginn. Best Action Adventure Game ass Dishonored ginn, Dishonored 2, pardon. Dann Best RPG, dat ass dann The Witcher 3 Wild Hunt, Blood and Wine, dat ass vun den DLC vun Witcher 3 mat 3 oder 5 Stunden Content oder so, ultra schlimm ass. Best Fighting Game ass dann Street Fighter 5 ginn. Ja, Street Fighter 5. Best Family Game ass Pokémon Go ginn. Best Strategy Game ass Civilization 6 ginn. An Best Sports Game ass Forza Horizon ginn. An Best Multiplayer Game ich vergiss ass och enker Overwatch ginn. Da war auch nach PlayStation Experience, das dann Sony exklusiv Convention so. Und da sind noch neue Sachen ugekündigt gehen, neue Trailer gewesen gehen, wie zum Beispiel den Trailer zum Hideo Kojima singem Death Stranded, an Gameplay-Footage vom Crash Bandicoot Remake, und dann auch noch ein Announcement von Marvel vs. Capcom Infinite an einem neuen Uncharted, wo nicht Nathan Drake an der Hauptrolle ist. Nach anderen Sachen, die ich nicht weiter angehen. Ganz zum Schluss hast du nach Bomben geplatzt, den Internet ist explodiert, Last of Us Part 2 ist endlich angekündigt gehen. Als bestätigt gehen. Krassen Hype. Punktospieler sind Steep, Dead Rising 4, The Last Guardian auch endlich mal. Und dann Super Mario Run, das ist die neue App von Nintendo, wo anscheinend doch 1000 Mal hochgeladen ist. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das Karl. Voilà, mein Schocki aus Karl. Das Video aus Riva. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir Lust, einen Daumen hoch oder hoch. Und schreibt mal in die Kommentare, was euch erst so gefallen ist, Jahr Spieler. War das Top-Spiel 2016? Könnt ihr auch gerne schreiben. Und dann nächstes Jahr, beziehungsweise das Jahr 2017, wird man dann hoffentlich noch weiter große Spieler kreieren. Das ist schon viel angekündigt. Nintendo Switch könnt ihr auch demnächst raus am März, April oder so, etc. Dann sehen wir uns dann am nächsten Video ran. Ciao, ciao.